Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Einmal um Chime. Heute mit der berühmt-berüchtigten Helga Brenninger. Ja, servus. Servus. Ich Max. Schön, dass wir Runden dran. Wir fahren jetzt gerade los bei dir in Schwingkirchen, gell? Am Hof weg. Auf der linken Seite sehe ich gerade noch dein Kurstallstudio. Kommen wir doch gleich mal zum wichtigsten Thema. Das ist quasi dein Homebase, oder? Genau. Ja, wir haben den umgebaut, den Kurstall. Ich meine, da waren natürlich die Kühe schon lange nicht mehr drin und haben halt also das war zu meinem 40er, gell? Und da haben wir ihn umgebaut eigentlich für Geburtstagsparty und das war einfach eine dermaßen schöne Stimmung da drin. Du warst ja vorher kurz mit drinnen und da habe ich dann meinen Probenraum eingebaut. Und also bis jetzt jeder Musiker, der da reingekommen ist, hat gesagt, boah, ist der schön da herin. Ja, ich habe auch gesagt, da kann man gleich ein Konzert machen da drin, gell? Hast du schon Platz und da kannst du dich ausbreiten mit deinen Ideen und kreativ bist du ja schon ganz lang. Du hast jetzt eigentlich gerade 10-jähriges Bühnenjubiläum, kann man sagen, gell? Du bist mein Blinker, genau, du darfst mal, wo sie geht. Jetzt fahren wir ein bisschen rum in deinem Geil. 10 Jahre bist du quasi live auf der Bühne mit Band. Blink, blink. Okay. Ja, genau. Also 10 Jahre habe ich vor 10 Jahren, gut 10 Jahre habe ich das Schreiben angefangen und seitdem bin ich eigentlich auf der Bühne. Genau. Also auf der Bühne war ich vorher schon lang mit Coverbands und so, aber mit meinen eigenen Sachen. Und das ist halt für mich dann schon irgendwie, finde ich, so ein Cut gewesen im Leben einfach. Das war einfach ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Und ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Begegnungen, unter anderem mit dem Alfons Hasenknopf, oder? Ja, du hast den Titel gespielt. Ja, darf ich jetzt sagen, hören wir mal rein, weil wir sind ja nicht bloß zum Ratschen da, sondern wir hören ein bisschen Musik. Gipfelbrenner, gell? Ja. Jetzt einmal rein. Blink, blink. Geradeaus. Geradeaus, gell? Klar, stimmt halt nicht. Himmelblau, ich schau nach, mein Rucksack wart, Schritt für Schritt, auf den Stein, gibt vielleicht das Ziel im Blick. Da hast du direkt ein bisschen jodeln gelernt, oder wie war das mit dem Alfons? Verzeih, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, der macht ja immer so Jodelkurse. Und habe ich mit ein paar Freundinnen ausgemacht, dann machen wir mal mit. Und mir hat das gleich so gut gefallen, auch diese Artentechnik und das alles. Genau. Da gibt es 3 Kurse und der zweite und der dritte ist dann wirklich auf einer Alm drauf. Auf einer Alm oben. Und das war einfach so ein schönes Erlebnis. Und ja, und da haben wir uns halt kennengelernt und ich bin dann auch in seinen Jodelchor mit eingegangen. Und wie ich dann halt das Lied geschrieben habe, das hat mir, wobei ich den Jodler vorher schon geschrieben habe. Also das Gipfelbrenner habe ich vor dem ersten Kurs schon geschrieben. Okay, ich wollte gerade fragen, das Gipfelbrenner-Thema war dann vorher schon da? Das, genau. Dann hast du ihn kennengelernt und hast gesagt, da macht es jetzt ein Featuring draus. Genau. Gut. Das war halt einfach, durch das, weil ich halt wahnsinnig gerne in die Berg drin bin und wir haben da Hütten drin und so,
hat mich das einfach so fasziniert, wenn in der Früh praktisch die Sonne aufgeht und die Gipfel so angestrahlt werden und ausschaut, als wenn sie brennen. Und Deswegen Gipfelbrenner. Ja, deswegen für mich Gipfelbrenner. Bin ich gleich drauf gekommen im ersten Moment, muss ich sagen, aber jetzt, wo du es erklärst, strahlt es quasi an in der Früh und dann schaut es aus, wie wenn es brennen. Ja, genau. Gut, ein schönes Feeling, schönes Lied. Und du hast aber nicht nur Gipfelbrenner rausgebracht, sondern schon ganz viel mehr. Müsst ihr auf Spotify mal reinhören. Du hast da schon, wie viele Songs hast du denn schon gemacht? Kannst du das schon nicht mehr zeigen? Gemacht, also Aufgenommen, rausgebracht? rausgebracht, glaube ich, Alben? sind es jetzt 35 oder so, oder so in dem Dreh, aber Lieder haben jetzt schon mehrere noch im Petto, die noch nicht rausgebracht sind. Okay, ja, dann wird uns sicher nicht langweilig. Du, jetzt fahren wir echt am Berg rauf da, gell? Ja, Geht's jetzt freilich. dahin? Erzähl, wenn wir schon in dem Geil sind. Das sind jetzt die Gatterberge. Die Gatterberge sind das. Genau, das ist so ein, ich meine ja nicht Gebirgszug, aber das ist so, da gibt es auch sogar auf dem BR. Oswaldberg steht gerade. Genau, Oswaldberg, genau. Da gibt es auf dem BR ein Doku auch über das und so. Und da herum mache ich auch meinen Wald. Wenn ich im Wald gehe. Genau, Sind da wir schon beim nächsten Thema. haben wir jetzt dann schon bald da. Ja. Da machst du deinen Wald, heißt, da hast du, du singst im Wald gern, hast gesagt, und hast eine eigene Schule sogar mittlerweile, gell? Naja, eine Oder Schule wie sagt nicht, man? sondern also ich nenne das Singender Wald. Singender Wald. Ich gehe praktisch mit Leuten, die halt irgendwo die Ruhe suchen und auch die Verbindung Natur, Musik. Das war für mich so in der Corona-Zeit so ein Aha-Effekt. Wenn du jetzt da mal, genau, da können wir jetzt dann links oben schauen, das ist der kleine Wald da unten. Genau. Okay. Und da gehen wir in den Wald rein. Genau. Okay, sauber. Ihr seht es vielleicht jetzt dann ein bisschen im Rückspiegel, wenn man hinten schaut, wie wir da am Kurven fahren. Seht ihr es? Ja, spannend. Also gehst du mit Leuten, die Ruhe suchen und dann wird im Wald gesungen und Genau, also erst besingen sie mal und dann Ja. tun wir auch mal wirklich nicht durch den Wald durchrennen, sondern es geht einfach wirklich einmal, da man sagt, okay, man tut einmal das Moos auch befühlen und legt sich einmal ins Moos rein und ich spiele dann ein bisschen dazu und dann tun wir auch miteinander singen noch und das Ganze dauert 3 Stunden, weil das sollte man alles in Ruhe machen und da kommt man dann so runter und ich habe mir echt von meiner Tochter, da wollten wir eben Fotos machen. Und dann habe ich von meiner Tochter ein paar Leute dabei gehabt, also ein paar Bekannte dabei gehabt, die waren damals alle 17 oder so und die waren einen Tag vorher fort. Und dann haben die mit mir... hast du das alle ins Moos reingelegt, oder was? Ja, und dann haben die mit mir da in den Wald gegangen und er hat vorher schon gesagt, oh, ich habe so viel Kopfweh und so und dann hinterher, hey, jetzt ist alles weg, ich bin total entspannt jetzt. Und Ja, das war die Waldkur. genau, Ja, dann fahren wir jetzt. spannend, schön. Dann hast du das aber nicht bloß so als Hobby gemacht, sondern du hast eine richtige Schule gemacht, gell? Über Kneipp, hast du gesagt, gell? Ja, genau. Das ist, also ich habe halt da praktisch eine Fortbildung gemacht und dann gibt's da auch, da machst du eine Selbststudienzeit und dann gibt es direkt so wie so eine Art Diplom ab bei der LMU in Minga und die segnen das dann ab und dann darf man sich Waldgesundheitstrainerin nennen, aber ich bin jetzt auf den Titel nicht, das ist jetzt nicht so wichtig für mich, sondern einfach das, was ich tue. Aber wir wissen es jetzt und wenn ihr es genau wissen wollt, auf der Homepage seht ihr es sicher bei der Helga, gell? Genau, alle Details, ja super interessant. Du, als ich dich kennengelernt habe, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass du zu mir sagst, dass du mal ursprünglich was anderes gemacht hast, weil man erlebt die Helga schon als durch und durch Musikerin und ist da einfach in ihrem Element. Egal wann oder zu welchem Zeitpunkt und das war genau der richtige Schritt. Du hast vorher aber was anderes gemacht. Du warst eigentlich Bürokauffrau, glaube ich, gell? Genau. Hätte ich nicht erwartet. Wie war dann die Umstellung oder wie ist dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt muss ich machen, weil ich kann einfach nicht mehr anders. Ja, das war einfach, ich meine, Musik habe ich ja immer schon gemacht, aber das war einfach, da hat die Firma, die ist mehr oder weniger auch umgezogen nach Leipzig oder was und dann habe ich gesagt, nein, mag ich jetzt da doch nicht dahin. Und dann habe ich immer schon ein bisschen gespechtet, ein Spätzl von mir, der hat halt auch schon unterrichtet bei einer Musikschule und dann hat mein Mann so gesagt, und jetzt probier's halt einfach. Wie er halt so ist, der tut mir dann schon oft einmal ein bisschen einen Arschtritt geben und Und wenn du es jetzt nicht machst, so ungefähr, genau. Und dann habe ich das gemacht und das war eigentlich das Beste, was ich machen habe können. Du weißt selber, als Künstler braucht man einfach auch so seine Freiheiten, da ich sage, jetzt heute brauche ich das und heute mal zum Spulen fahren, dann kann ich da nicht jetzt mit der Arbeit das so abstimmen. Und genau, und von dem her war das eigentlich optimal für mich und habe da richtig auch schon in das einschnuppern können, wie das ist, wenn man halt so selbstständig dahin arbeitet und so. Genau. Fokus klar gesetzt und hast dir gedacht, so jetzt ist mir nicht wurscht, aber irgendwie ist mir doch wurscht. Das passt ja gut zum nächsten Titel, den du gemacht hast, mit die Desperate Brasswives. Ja. Wie seid ihr da zusammengekommen oder wie ist das Thema alles wurscht aufgekommen?
Ja, das geht ja eigentlich darum, dass man einfach einmal alles liegen und stehen lässt und nicht allweil gerade arbeitet und schaut, dass man, weil man ist ja oft schon ein bisschen in der Hetze auch. Ja, eigentlich ständig. Ja. Genau, Ich weiß ständig. nicht, wie es euch geht, aber Ja, genau. Und das habe ich im Urlaub geschrieben am Strand und da ist mir halt einfach aufgefallen, wie gut das halt tut, wenn man mal sagt, oh, heute habe ich echt mal Zeit. und so klingt der Titel auch, oder? Die Heimatsnei, oder? Genau. Einfach mal Zeit. Und die Brasswives mit dem Boot, weil du gesagt hast, da braucht es noch Brass. Zeit hoch, Augen im Startensee verglauben, zwischen Fischer treiben, im Nix ganz schwerelos zu sein. Mit dem Wasser dir verwohnt. Zeit hoch, Haxen über Berge kraxeln, zwischen Täler jodeln, über weiße Pisten rodeln. Mit Wurzeln dir verwohnt. Komm in der Zeit und schmeiß einen Hammer weg, griffen der Stein durch und so, Heidi, so ist wurscht. Alles wurscht. Das ist wurscht. Jawohl, du sagst das. Ja, das klingt schon echt nett. Also, eine super Aufnahme. Wo habt ihr denn das produziert oder wer war da an Bord? Also wir haben auch praktisch die Bläser haben die Mädels, also die Desperate Brasswives in Wien in einem Studio aufgenommen. Und den Bass hat mein Bassist daheim bei sich aufgenommen, der Schlagzeuger in Nürnberg und der Bertram Liebmann, der mit mir ja auch ganz viel spielt und von Anfang an schon im Boot ist, der ja auch Pianist und Keyboard und Kontrabass und das alles macht, der hat auch bei sich daheim das alles aufgenommen. Wo ist und der hat daheim? auch in Nürnberg jetzt in momentan, Nürnberg, okay. genau, und hat das Arrangement dann geschrieben. Da hat er gerade seinen Abschluss gemacht als Jazzpianist in Nürnberg eben. Und hat da sowieso dann das ein bisschen üben müssen und war gleich ganz Feuer und Flamme, weil er dann jetzt da das Arrangement schreiben Ein darf. bisschen Jazzbrass. Ja, genau. Ja. Mit Helga Breninger, ne? Coole Nummer. Könnt ihr euch ganz so hören natürlich, gell? Auf Spotify. Und ja, der Wiener Schmäh durch die Brasselemente mit drin, das ist ja, was heißt nicht Multikulti, aber schon Sehr cool. Bayern, Österreich Und die, Kombo sozusagen. genau, und ich habe mich sofort irgendwie auch die habe ich sofort wegen die Mädels, da haben wir zum Fotos machen, bin ich dann nach Ramkewall gefahren, irgendwo hinterm Bodensee Zum Auftritt, oder? zum Auftritt und haben uns da schon kennengelernt und es hat einfach auch menschlich passt und auch mit der Kathi sowieso auch und genau. Von dem her und kennengelernt habe ich es eigentlich auch durch die Andrea Heiler. Die hat uns so ein bisschen zusammengebracht und bin ich sehr dankbar auch dafür, dass das einfach so passt halt. Und es ist einfach, ich mag das halt gern, wenn sie eben die Lieder unterschiedlich anhören. Ja. Genau. Also keins unbedingt so sein muss wie das andere. Ja, das ist mir ganz wichtig und so bin ich auch, so ist ja auch mein Leben, weißt du? Und einfach mit allen Facetten. Bayerisch, Französisch hast du auch mal ein Lied rausgebracht, gell? Genau. Bavaria Frosé, einen bayerischen Chanson. Genau. Bayerischen Chanson. Müsst ihr euch auch mal reinziehen. Wir haben nachher noch eine dritte Nummer, die wir uns anhören, die ist auch super. Ist gerade aktuell rausgekommen, aber da kommen wir am Schluss dazu. Ja, du, und da bist du quasi da für alles offen von der Sprache her auch, aber du hast immer schon gesagt, nein, ich möchte eigentlich so singen, wie mir der Schnabel gewachsen ist, auf Bayerisch. Aufgewachsen bist du ja auch in Oberbayern, quasi im Mühldorfer Landkreis, gell? Ja. Wie heißt der Ort, wo du geboren bist? Geboren bin ich in Muldorf. In Okay. Muldorf am Inn. Aber in Niederheldenstein, das ist bei Ampfing nicht weit weg. Ja, da kenne ich bloß die Go-Kart-Bahn, da war ich mal. Genau, das ist da nicht so weit weg. Und du bist eins von 3 Geschwistern, oder? Was hast du für Geschwister? Große Brüder, oder? Einen großen Bruder, 3 Jahre älter wie ich, der mich aber recht massakriert hat, wie das halt so ist. Und meine Schwester ist um 10 Jahre älter und da kriegt man nicht mehr so viel mit. Die war praktisch schon in der Lehre, wie ich in die Schule gekommen bin. Okay. So. Andere Generation dann schon. Aber wir verstehen uns gut. Und Haben die auch Musik gemacht? Deine Eltern Musik gemacht? Nein, Daheim Musik also mein gemacht? Papa ja. Mein Papa, der hat Trompeten gespielt und Keyboard und der hat tatsächlich, wie wir noch jünger waren, hat er am Sonntag in der Früh seine Trompeten auspackt und hat im Gang draußen, muss ich denn zum Städterle hinaus und hat uns so aufgeweckt. Was muss ich denn zum? Städterle hinaus. Okay, habe ich Hat uns aufgehört. so aufgeweckt. Und, Ja, lustig. ja. Ja, hart.
Hat aber herzlich, oder? Hat aber Raus aus Herz. den Federn. Das war für meine Geschwister eher noch schlimmer, wenn die fort waren und ich war noch ein bisschen kleiner, aber wenn die recht lang fort waren und ich hat da gespielt, Wann, aber um wie viel Uhr? ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. 10 kann man schon aufstehen. Ne? Das war früher, glaube ich. Ja, sauber. Und das Trompetenspielen hat er dir quasi dann nicht so mitgegeben. Du wolltest Gitarre lernen. Du bist ja Gitarrenlehrerin, gell? Genau. Ich wollte Gitarre lernen, irgendwie hat mir das hat mir schon gefallen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es einfach überall mit hinnehmen. Das ist einfach, ich mag das Instrument. Das hängt da in der Hütte einfach auch nicht drin und so. Ja. Und genau, ich kann ein bisschen mit dem Keyboard umgehen und jetzt seit 1-2 Jahren tue ich auch gerne ein bisschen Schlagzeug einfach so für mich spielen, weil das auch, finde ich, ein bisschen einen Horizont erweitert und ja, ich finde das einfach ein cooles Instrument auch noch dazu. Ja, dann bist du versiert. In deinem Proberaum hast du einen Platz, insofern kannst du dich da austoben. Gell? Genau. Jetzt fahren wir direkt nach Dorf rein. Ja, Und in Dorfen, da hast du auch schon gespielt, gell? Wichtige Bühne ist da. der Jakob Meier natürlich. Das ist, auf alle Fälle muss da jeder mal hinschauen, auch, weil das ist ein wunderschöner Saal. Die haben ein Hammerprogramm und Da warst du schon 2-3 Mal, oder? Immer volles Haus. dreimal schon gespielt. Nein, nicht immer volles Haus. Das kann ruhig dann noch ein bisschen mehr werden. Also einmal, wie Corona-Zeit war, da haben wir die neue CD rausgebracht, da haben wir am Sonntag unser Konzert noch gegeben und am Montag war dann alles dicht. Und da war ja damals noch, wo wir alle so weit auseinander gesessen sind. Da waren wir ausverkauft, dann mit 140 oder 150. Aber das Schöne ist einfach, dass der Saal, du kannst unten sitzen und die haben so eine Empore oben und wenn jetzt du oben das nicht vollbringst, dann hast du unten trotzdem noch nicht das Gefühl, dass alles leer ist. Das ist echt schön. Das ist eine schöne Bühne. Da schauen wir jetzt mal hin, oder? Da fahren wir jetzt vorbei, würde ich sagen. Fahren wir vorbei. In Dorfen gibt es auch noch was. Zorfer, gell? Aber die gibt es schon lange Die gibt es schon lange nicht mehr. Die hat damals eben auch die Birgit Binder gemacht, die jetzt das Jakob Meier eben da das führt, mehr oder weniger. Genau. Und das E3 gibt es auch noch. Das heißt irgendwie Nachtclub oder Nachtbar oder so. Da kann man auch. Eiskeller, gell? Ja, genau, Eiskeller gibt es auch Events. Genau. Und das Tonwerk. Tonwerk natürlich, darf man nicht vergessen. Riesig Ja. mittlerweile. Ja, stimmt. Ja, du, jetzt da die sagen, hören wir doch ins Madel rein, oder? Wenn das Madel schon im Auto Ja. sitzt, fahren wir da noch schnell vorbei. In dem Lied bin zwar jetzt das nicht ich, aber ein bisschen was ist bestimmt auch von mir da Das drin. Cover ist ja lustig, muss ich sagen. Wer ist denn das auf dem Cover? Ist das eine Freundin, oder? Das ist die Barbara Preis. Ja, genau. Okay. Genau. Die hast du fürs Cover gewinnen können, oder? Ja, war wieder die Andrea im Spiel, die hat Okay. gedacht, das passt voll. Und wie ich dann das Beutel gesehen habe, wo die so hupft mit ihren gelben Du hast dir gedacht, das ist Madel, Gummistiefeln, oder was? dann habe ich mir gedacht, wow, das ist ja wohl echt Lebensfreude pur und so weiter. Genau, wir fahren Wir fahren da links und jetzt schaut die mal ins Madel rein. rot. Ist gut, haben wir mehr Zeit zum Rennen. Damals in der Schule war's alle hinten dran. Noten waren nicht gut, ihr Klasse war schadenfroh. Niemand hat sie mögen, war nie mit Freunden fort. Ganz allein sitzt sie in die letzte Reihe zurück. Voll Sehnsucht schaut's nach vorn. Warum ist denn jedes Tag geboren? Wer hat so ganz anders gesehen? Und von ganz viel Leid gern mich. Smadl, oh, Smadl, aus der letzten Reihe. Smadl, oh, Smadl, nicht ganz von Zeit. Das Madel hat's da nicht. So kann's nicht weitergehen. Ja, super Sie Nummer. sucht einen guten Klingt auch wieder ganz anders, gell? Da hast du jetzt eine fetzige E-Gitarre mit drin. Hat mein Bassist eingespielt, der ist ein sehr guter Gitarrist. Schaut, dass er es nicht gleichzeitig spielen und die zwei Instrumente live. Das ist schön, gell? Das Spaß machen. Ja. Wie heißt der Bassist? Marcel Diel. Marcel. Ja. Und der Geigerin hast du auch ab und zu dabei. Die habe ich auch seit ein paar Jahren immer mal wieder dabei, die Saskia Koch. Ich muss immer ein bisschen überlegen, weil die hat geheiratet und irgendwie, wenn du den Namen irgendwie dann verändert. Naja, auf alle Fälle Saskia Koch, die ist von Minga und der Schleißheim und die habe ich mal kennengelernt auf so einem Benefiz und da habe ich Solo gespielt und dann habe ich so gesagt, hast du Lust, dass du mitspielst?
so an dem Arm und die hört mir zu und spielt sofort gleich volle Kanne mit und das ist einfach Die schön. Kunst, gell? Und wenn du so eine Musiker dabei hast und die sind eigentlich alle so, die hören so auf mich, weil es kann dann schon mal passieren, dass ich einmal länger mache oder jetzt mit Publikum arbeite, dann fahren wir jetzt da rechts. Genau, wenn es mit Publikum arbeitet, dass einfach da der Freiraum da ist, dass die einfach mir folgen. Und das ist Ja, und eigentlich dann echt schön. brauchst du schon jemanden, der weiß, okay, jetzt kann das sein, oder du intuitiv einfach sagst, jetzt geht der Pater so weiter. Genau. Das ist die wahre Kunst. Aber dann seid ihr einfach gut eingespielt. Auch. Das gehört schon auch mit dazu. Ja, auf alle Kennt man sich Fälle. lang, oder? Gibt so einen Augenkontakt, ein Zeichen, Körpersprache von der Sängerin Ja, vor und dann ja. weiß man schon, was los Genau. ist. Jetzt geht es da schon Ja, in die jetzt, Richtung. genau. Jetzt haben wir, schau, da haben wir jetzt links schon den Jakob Meier. Ich sehe es dann wieder vielleicht im Rückspiegel, gell? Da ist, Ansonsten. genau, da ist ein kleines Kino drin und da rechts, noch ein kleines Stück weiter vorne, da ist mein Schlagzeuger, hat da sein Elektroladen drin. Ja, schön, ja. Okay. Genau, fahren wir einfach einmal da um die Scheibe. Ja, Einmal Einmal um die Scheibe. Passt, bei einmal um die Scheibe. Genau, da hat der Bernd sein Chef, da haben wir einen Schlagzeuger. Aha. Gut. Ja, ist ja eine schöne kleine Innenstadt, hat sich auch schön gemausert, muss ich sagen. Es ist jetzt schön belebt da mit den Cafés und so und wir haben da... Biergarten habe ich gerade gesehen. Ja, genau, Biergarten. Was du brauchst. Da war ja im Sommer die 1200 Jahrfeier da von Dorfen und war ja auch ein riesen Event da auch mit Martina Schwarzmann und Helge Schneider und Und Bierkrieg gibt es auch in Dorfen, gell? Bierkrieg, den haben sie gespielt vor, Alle paar Jahre. pass auf, da haben wir gerade schon in Dorf erkannt, kann das sein? Wird wahrscheinlich auch schon 25 Jahre her sein oder so. Also das ist schon ganz lange. Aber irgendwie kenne ich das noch. In Dorfen verbringen. Und ein Heimatlenzen, oder? Da war Ja. ich selber noch nie, aber Ähm, man hört nur Geschichten vom Fasching. Darf ich auch gar nicht erzählen, ich war auch noch nie. Verzeih's. Weil irgendwie Also, du warst bin noch jetzt nicht so der Faschingstyp und ja, Ja, nicht, aber es ist die Feier, wo alle mit weißen Gewand umeinander laufen. alle mit Nachtheimat. Von der Früh weg bis spät und da wird gefeiert in Dorfen. Da ist man schon Ja. bekannt dafür. Ja. Bis über die Landkreisgrenzen hinaus. Jetzt müssen wir da ein bisschen warten, aber ich würde sagen, wir singen da vorne. Wir kannten echt nur einen Titel nachher. Jetzt haben wir es auf CD nicht dabei, aber den bayerisch-französischen Chanson, Also sollen wir den den reinhören? finde ich so gut, Kim. Den hören wir so. Ich schalte da schnell um, jetzt haben wir Zeit. Und dann kannst du mir noch sagen, auf was können wir uns denn freuen jetzt die nächsten Monate? Oder die nächste Zeit, was können wir von dir erwarten? Was sind Titel, die rauskommen? Darfst du schon was verraten oder nicht? Ja, das darf ich nicht verraten. Darfst du nicht verraten? Nein, weil das ist nämlich nur ein Geheimnis. Aber das wird auf alle Fälle auch eine Kooperation mit einem anderen Musiker, den ich sehr schätze. Okay. Und genau. Und Wie heißt der? das darf ich nicht Ich hab's sagen. einmal versucht. Nein, das sage ich jetzt nicht. Weil das sonst ist ja alles. Aber das, genau. Und, ja, da ist Jetzt es hören wir schon. doch kurz rein, wenn wir schon da. Da fahren wir direkt beim Jakob Meier jetzt vorbei gleich. Ihr seht es dann. Bavarie Française. Als Napoleon regierte, Französisch rumkursierte, die Sprache in Bayern war modern. Da oben ist der Saal. Da Siehst du schon an die Fenster, was das für ein voller Saal ist. Ein Lackel, ganz schroffer, weil die Schäsen, die waren nicht grad still. Reiber und Schandi, ein lustig Spiel. Trottoir und Sacradi, Beflamott und vis-à-vis, Charivari, Canapé, Bavaria, Français, Parapluie und Chicanier, Chaiselong, Portier, Couplet, Vitrine, Plädoyer, Parlez-vous Français? Ja, freilich. Da hat kein so dazu. Das hast du gespielt, gell? Ja. Gut. Hören wir noch. Aber Champalos braucht, wenn's pressiert, im Ramasuri die geniert. Im Parasol wird Visage nicht nass, rumpussiert hat man nie auf der Straße. Wenn ein Bayer mal Französisch redet, in seinem schönen Dialekt, manchmal auch den Sinn verdraht, aber dann ist halt schon Spaß. Trottoir und Sacredi, Beflamott und vis-à-vis, Charivari, Canapé,
plus on chicanier. Juste long portier complet, vitrine pleine, ouais, parlez-vous français? Den hören wir uns auf Spotify an. Cool, super Nummer. Da spielt die Geiger wunderschön mit. Ja. Die kommt Das jetzt auch wird dann die noch mal bei locker 2 Lieder dazu, die ich jetzt dann noch fertig mache. Genau, weil das Darfst macht... du uns doch noch was verraten? Jetzt habe ich dich vorher unterbrochen. Ja, was denn? Also du möchtest jetzt sagen mit wem, aber es kommt was raus mit jemandem sozusagen. Und noch 2 Titel, 2 neue mit Geigen. 2 neue mit Geigen nochmal, genau. Das eine heißt Tanz barfuß, das spielen wir jetzt auch schon im nächsten Konzert am 18.11. im Haberkasten. Also da ist ja das dann schon umgekehrt. Ja, mei, dann ist schon passiert, schön was. Genau. Fahren wir rechts, oder? Ja, genau, fahren wir wieder heim zu. Fahren zu. Und ja, so wenn man jetzt ganz weit vorausschaut oder sag ich mal, in deiner weiteren musischen Laufbahn, wenn du deinen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn wünschen? Oder was war so richtig schön für dich? Was Oh. mein großer Traum? Mein größter Traum war einmal mit dem Werner Schmidbauer zusammen zum Spielen. Du hast das Das gehört, gell? Werner Schmidbauer, Genau, Werner, Ja, ja. hörst du nicht? prädestiniert. Nein, das war echt schön. Gerade auch mit dem Gipfelbrenner. Das kannte ich mir zum Beispiel mit Werner auch super gut vorstellen, das einfach zusammen mit zum Singen oder so. Ja. Ja, vielleicht kommt es ja live mit zusammen. wo auch immer. Genau. Die Wege zusammenführen, gell? Uns haben sie auch zusammengeführt. Schön, dass wir geratscht haben heute. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt dann noch ein bisschen ins Moos rein. Außer es regnet jetzt durch, dann machen wir was anderes. Und wer mehr wissen will über die Helga, ihr findet es auf helgabrenninger.de wahrscheinlich, oder? Was Ja. die Homepage, gell? Mit Bindestrich oder ohne? Du kannst beides eingeben, du Gut, kannst auch alles H-Brenninger, es kommt alles auf meine eine, habe ich alles so zusammengefügt. Der jetzt fleißig streamen. Und ja, ich würde sagen, ihr seht es bestimmt einmal live und checkt die Termine. Das war's mit einmal um die Scheim mit der Helga Brenninger. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wir fahren jetzt wieder den Berg auf und lassen wir vielleicht irgendwann einen Gipfelbrenner. Ja. Mach's gut. Danke gell? für das schöne Gespräch, war Ja, echt nett. gerne, nichts zu sagen. Also, servus. Servus.